Liter verbrauchen wir täglich. Davon nur 2% zum Trinken und Kochen. Der Rest landet als Abwasser im Gully. Stark belastet durch immer aggressivere Putz- und Waschmittel oder durch Abfälle, die einfach mit weggespült werden. Aus Wasser wird Abwasser und das wird bei uns mit großem Aufwand gefiltert und gereinigt, um dann von den Kläranlagen wieder zurück in die Flüsse und Seen, also in den natürlichen Wasserkreislauf zu fließen. Aber auch dann ist das Wasser nicht, was es einmal war. Umso exakter und besser die Analyseverfahren werden, umso mehr Substanzen kann man entdecken, die ganz offensichtlich unbeschadet die Kläranlagen durchlaufen. Diese trübe Brühe wird in einigen Stunden und einige Reinigungsgänge später das Klärwerk als sauberes Wasser verlassen. Zumindest fast sauber. Allen Reinigungsstufen zum Trotz, Medikamentenreste mogeln sich durch die komplizierten Anlagen einfach hindurch. Viele der Wirkstoffe sind hier mit herkömmlichen Methoden nicht einmal messbar, geschweige denn abbaubar. Sie haben bei den Medikamenten unterschiedliche Arten von Medikamenten. Einerseits welche, wo wasserlöslich sind. Das heißt, die bleiben Ihnen auch hier nicht irgendwo im System hängen an der Schlammflocke. Und es findet auch kein mikrobiologischer Abbau statt, weil einfach die Mikroorganismen dazu nicht in der Lage sind, in der kurzen Aufenthaltszeit dies durchführen zu können, sodass einfach das Wasser und mit dem Medikamente, was vorne reinkommt, hier einfach durchs System läuft. Das heißt, selbst die letzte, die biologische Stufe der Abwasserreinigung, in der Mikroorganismen die Selbstreinigung der Flüsse imitieren, überstehen die Arzneimittelreste unangetastet. Ein Problem, das erst seit wenigen Jahren bekannt ist. Erst nach und nach, durch immer bessere Messmethoden, wird zunehmend bekannt, wie viele und welche Medikamentenwirkstoffe durch die verschiedenen Klärstufen einfach hindurchlaufen. Was dann in unseren Flüssen landet, klingt wie in einer gut sortierten Apotheke. Wir finden in den Wasserproben, gerade in den Wasserproben, die einen hohen Anteil an gereinigtem Abwasser haben, Antibiotika, Beta-Blocker, Schmerzmittel. Wir finden zum Teil Hormone, die nachweisbar sind, Antiepileptika sind nachweisbar. Im Prinzip die gesamte Palette der Medizin, die eben auch verwendet wird. Grenzwerte für diese Wirkstoffe, wie zum Beispiel bei Pestiziden, gibt es nicht. Aber die hier im Labor gemessenen Konzentrationen sind für den Menschen auch völlig ungefährlich. Also kein Problem. Man weiß es nicht, ob und welche Langzeitfolgen die Substanzen für unser Ökosystem haben können. Fische leiden bereits heute unter synthetischen Hormonen im Wasser. Mit der Antibabypille haben Sie einen Inhaltsstoff, der heißt Ethinylestradiol. Und diese Substanz ruft eine Verweiblichung von Fischen hervor in Konzentrationen von 1 Nanogramm pro Liter und darunter. Das sind sehr geringe Mengen. Aber diese Mengen werden bereits in gereinigtem Abwasser nachgewiesen. Das bedeutet, wenn diese Substanz eine Chemikalie wäre, dann würde schon darüber nachgedacht, ob man unter Umständen die Substanz aus dem Verkehr zieht, sprich dann eben nicht mehr zulassen würde. Medikamente werden vor ihrer Zulassung nicht auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft. Der Nachweis, dass ein Wirkstoff direkte Folgen auf das hochkomplexe Ökosystem mit all seinem Kleingetier hat, ist auch nur schwer zu erbringen. Bei den Antibiotika kommt ein weiterer Punkt hinzu, dass eben die Möglichkeit besteht, dass resistente Keime gebildet werden in der Umwelt, die dann die medizinische Therapie oder die Effizienz der Therapie herabsetzen. Besonders schwierig, nicht eine einzelne Substanz gelangt in die Flüsse und Seen, sondern ein ganzer Wirkstoffcocktail. Niemand weiß, wie die verschiedenen Chemikalien miteinander reagieren, welche Verbindungen sie eingehen. Zum Teil sind die Stoffe so stabil, dass sie zusammen mit dem Uferfiltrat ins Grundwasser sickern können. Durch den ständigen Zufluss könnten sich so Arzneimittelrückstände im Grundwasser sammeln und in Trinkwasseraufbereitungsanlagen wieder auftauchen. Besser wäre also, sie würden gar nicht erst aus den Klärwerken hinaus in Flüsse und Seen gelangen. Dazu gibt es erste Überlegungen. Also zum einen bestünde eine Möglichkeit, weil das Wasser immer noch leicht feststoffhaftig ist, dass sie eben eine sogenannte Membranfiltration, das sind also Filter mit sehr, sehr dünnen Poren,
wo einfach die Feststoffe nochmal zurückhalten. Das wird dann, sagen wir mal, die Medikamente oder Hormone zurückhalten, die wo sich an der Klärschlammflocke festhalten. Die bleiben dann zurück. Das ist aber eine Technik, je nachdem, wie viel Wasser eben durch eine Anlage geht, sehr kostenintensiv wäre. Und ist auch noch nicht so weit beprobt, dass sie wirklich für größere Anlagen anwendbar wäre. Verfahren, um wasserlösliche Medikamente bereits im Klärwerk zu eliminieren, sind noch aufwendiger, noch teurer. Bis die Forschung nicht genau nachweisen kann, dass unsere Umwelt unter den Medikamenten leidet, wird wohl erst mal alles so weiterlaufen